Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Also, Sonntage in Deutschland, was fällt dir da spontan ein? Spontan denke ich an Ausschlafen, ein ausgiebiges Frühstück und vielleicht einen Spaziergang im Park. Ja, das klingt ziemlich typisch. Viele Deutsche nutzen den Sonntag, um zur Ruhe zu kommen und Zeit mit der Familie zu verbringen. Genau, oft gibt es auch ein gemeinsames Mittagessen. Vielleicht sogar einen Sonntagsbraten. Und nachmittags? Der klassische Kaffeeklatsch mit Kuchen darf natürlich nicht fehlen. Stimmt. Und alles ganz entspannt, weil die meisten Geschäfte geschlossen sind. Das stimmt, das gibt dem Sonntag in Deutschland wirklich eine besondere Ruhe. Aber wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus? Hast du da ein paar Beispiele? Klar, zum Beispiel in den USA. Dort sind die Geschäfte oft geöffnet und viele Familien gehen nach der Kirche brunchen. Interessant, in Spanien ist der Sonntag auch ein Familientag, aber oft verlagert sich das Leben nach draußen. Ja, Tapas und Spaziergänge durch die Stadt gehören da dazu. Oder auch ein Nachmittagsschläfchen, die berühmte Siesta. Und in Frankreich? Da stelle ich mir lange Mittagessen mit Freunden oder Familie vor. Genau, ein ausgedehntes Mittagessen mit mehreren Gängen ist da typisch. Und natürlich darf der Wein nicht fehlen. Wie sieht's in Asien aus? Hast du da auch Informationen? In Japan zum Beispiel nutzen viele den Sonntag, um Ausflüge zu machen oder kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Und in Indien ist der Sonntag oft der Tag für große, aufwendige Familienessen. Was für ein Unterschied im Vergleich zu Deutschland. Da merkt man wirklich, wie kulturell unterschiedlich Sonntage gelebt werden. Absolut. Aber ich finde, der gemeinsame Nenner ist oft, dass der Sonntag ein Tag der Entspannung und des Zusammenseins ist. Ja, das ist wohl universell. Hast du eigentlich einen Lieblingssonntag? Schwer zu sagen. Vielleicht ein sonniger Tag im Frühling, an dem man draußen frühstücken kann. Das klingt schön. Ich mag es auch, wenn man einfach spontan entscheidet, was man macht, je nach Wetter und Laune. Ja, die Freiheit zu haben, den Tag einfach auf sich zukommen zu lassen, ist wirklich schön. Jetzt bin ich neugierig. Wie verbringen unsere Zuhörer ihren Sonntag? Gibt es Rituale oder besondere Gewohnheiten, die ihr pflegt? Schreibt uns doch mal. Wir sind gespannt auf eure Sonntagsgeschichten.